Ekran! Hij tranen jeblich ab, aus warende Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met junt als Eduard Giesbrecht. Weit wohan. Welkom, lieve vrienden. Welkom to dit programma Ekran. Welkom, Bill. En welkom, David en Sieglinde. Dankeschön. Dankzij dat jullie vandaag hier erbij zijn. En we willen vandaag voets met het thema losschijten. We willen vandaag reden van de rading. Hoe kan ik dat zeggen zijn? Dat ik geraad zie. En hoe kan ik weten als ik naar de hemel kom? Als ik kent weer, dan heb ik veel meer angst gehad. Vielleicht irgendwo im Dienstren oder allein. Oder ik had angst, wel, als ik naar de hemel moet komen en niet. En ik wil dat gaan. So vandaar wil we weten, wil we dat den Weg kunnen vinden naar God, naar de hemel. Wil we kunnen geraad worden. Wo wollen wir anfangen? Bill, hast du mir jetzt so die beste ganz rein? Was kann sein? Maar in eerste geval, wat de rading meint, dat meint, dat is gelijk wat het meint, geraad zijn. Wanneer ik in zelfgerechtigheid leef, en ik leef goed werkelijk dat ik een zin zie voor God, dan fehlt mir gut eine Radung. Okay. Aber wenn wir uns würden so was durchleihen, und wir uns würden gewissen ganz dichtbij betekenen, dan worden wir an, dat wir sind zinderhofje Menschen. Wenn wir zinderhofje Menschen sind, dann fehlt uns wohl auch die Radung. Und jeder einer von uns. Die Bibel sagt uns, wir sind rein, alle sind, da ist keiner gerecht. Und nicht einer Büter, Jesus Christus selbst. Uns fehlt die Radung. En uit wordt het bij mij al, als ik nog maar een kleine kind ben, weer 9 jaar, 8, 9 jaar, dan vertellen ze maar ons uit de Bibel, allerhand. En dan, als we als waren, eenmaal mijn zin werkelijk zag, beslagen ze, en dat is dit verloren. En ik kan door dat al de rading aannemen, waar we vanaf meer van reden willen. Aber wann Gott mir nu so gut ist, und dat in der Bibel sagt, Gott läuft mir, und dat ja viel Leute, aber Gott mir läuft, konnte nicht bloß ein bisschen über die Sinn checken, dass wir alle noch ankommen, oder wo schafft das nicht? Die Bibel sagt uns, für die Lesung von Sinn, das kann nicht anders als Blut passieren. En dat hebben we van het Oude Testament al einmal lesen, dat er wordt een bloedopfer gegeven om vergeving de zin. En dat heeft vandaag nog niet geändert. En Jezus, die heeft zijn bloed vergoten voor jeder einer van ons. En dat we alle kunnen die lezing of die rading geweren oder gaan, wanneer we dat willen. Ich sage manchmal, das ist das Licht in Düsternis. Und wenn Gott Licht ist, die kann nicht mit Düsternis mixen. Okay, ja. So, wenn ich mich Ich kann nicht bloß gräben, ja. Nee, wenn du Licht in Düsternis festhält und dann eine Liquadora nennt oder einen Mixer nennt und das schließen, das wird sich niemals mischen. Ja. Das ist immer entweder Licht oder Düster. So, das ist Gott, was rein und Ja. Licht ist, und der Sinn, was... Ja, so du kannst in Beispiel niemals nach Gott kommen. Du kannst dort nicht hängen in deine eigene Kraft. Da muss zwischen Düster und Licht eine Brücke gebaut werden. Okay. Wenn Gott kann auf keine Weise mit Sinn Gemeinschaft haben, das kann die einfach nicht. So, wer bietet diese Break dann, oder zwischen das große Licht und diese Distanz? Wer bietet das? Oder wo kriegen wir Die Bibel die sagt uns, da ist kein anderer Grund, als der wurde geleicht ist, weil das ist Jesus Christus. Okay. Aber da sind auch viele Menschen, die sagen, ich habe auch viel mehr Gutes getan und Schlechtes getan. Wird Gott uns dann nicht annehmen? Und wir lesen dort in Römer, da lesen wir dort, der Lohn von der Sinn ist der Tod. Und wenn du eine Sinn begonnen hast, und ich würde raten, dass du hast vielleicht noch 2 oder 3, vielleicht noch 3000 Sinn begonnen. Für eine Sinn sind wir all den Tod schuldig. Da kann keiner selig vor nicht sich selbst. Nee. So, dann, Dat is geen zelfgerechtigheid, kan keiner sich dat zelfs aanstaan. so kann ich nu über, so wie wir, die hat nu gesagt, dass wir brauchen Jesus Christus. Kann ich nicht über Physik bloß sehr die vierte schaffen. Das ich habe vielleicht 3000 Cent, das hat nicht gesagt, aber ich wollte Physik 3000 gute Sachen zu tun, dort mir das vielleicht überregt. Dat het een gleichgewicht haben, Ja, meinst du? dann hast du vielleicht so viel Geld, was ich getan habe, oder ziemlich Geld, und dann bedacht das all das Diestere. Bill zei am Anfang, du musst Blut vergoten worden. Okay. So du erst nicht, sonst hat Jesus nicht gestorben für uns. Da wird wir bloß ans Grüßlich sehr anstrengen alle und viel Geld tun.
Und wenn da mal was schlecht in der Versuchung kommt oder was, naja, du verwollten haben was Geld tun. Für gute Worten wirst du nichts ehrlich worden. So, Die du hast du fängst haben schon wir 3000 Sender, was was mit dir? Okay, so dann sind wir uns nur, ich sehe, du fährt einig. So, wir sind uns einig. Mit Geld kann ich nicht im Himmel kommen. Und ich kann auch nicht bloß mit Geld, Du kannst dir dem nicht verdienen. ja, ich kann mir doch nicht verdienen, das ist, was ich will sagen. So, wenn ich dann nu nicht mit Geld im Himmel kommen kann ich nicht bloß hoffen, dass ich im Himmel komme. Ich sehe in einer mennonitischen Familie abgewachsen, dort sind wir mit Geld. Und dann kann ich nicht bloß hoffen, dass ich mit dort komme, aber Well, in ieder geval, we hebben keine Schrift, wo uns das wesen kann, die mocht het vielleicht lachen, dass ich aus dem Himmel ankomme. Das sage ich nicht, aber das redet von der Hoffnung. okay. Und in Wirklichkeit redet von der Hoffnung in der Bibel, der hat sehr klare Vers für die Hoffnung. Wir lesen in uns Kirchen, ich nehme an, die Mehrheit von unseren Zuhörern, die sind sehr bekannt mit dem Kirchen. Ich muss in mein Südwerk leren. En ik ook. Dus een vers in Kirchen, dat vraagt, wat is ware geloof? En dat is een wichtige vrouw, dat is de karte vrouw, maar het is een interessante vrouw. En de antwoord wat de Kirchen ons geeft, en die kostet ook direct in Hebräer 11 vers 1, kost je dat lezen. En dat zegt, es ist eine gewisse Zuversicht, dass man hofft und nicht zweifelt an dem, dass man nicht sieht. Lass mich das mit uitleggen. Want die sagt, dat is eine gewisse Zuversicht, dat meint dat wat ganz gewisset, wat in der Zukunft kommt. Auf das, dass man hofft, doordat wir hoffen, wat in der Zukunft wird kommen, und wir nicht zweifeln daran. Wir hoffen ab und nicht zweifeln. Das ist nicht, vielleicht wird oder vielleicht nicht. Gott sagt, er wird uns den Himmel geben, wann wir Jesus vor annehmen. Und hier ab können wir hoffen, wird uns eine sichere Hoffnung, wird uns das ja. Und so wir dürfen nicht zweifeln. Das ist eine Lehre, was sehr viel mag uns Mennoniten, was je lehrt, dass wir können bloß hoffen, das ist nicht biblisch. Wenn du nicht Jesus hast, wenn du nicht Jesus was annehmen, lebt die Hand keine Hoffnung. Die haben keine Hoffnung, wenn die nicht Jesus wollen annehmen. Aber wenn die Jesus wollen annehmen, dann haben wir eine sichere Hoffnung. Wow. Zie. Ja, ich sehe da so mein Anverstehen. Diese Sache, dass wir nicht arbeiten können, dass wir nicht bloß mal hoffen. Und so ist viele von uns von klein auf gelehrt haben. Aber wo kann ich das nicht tun? Wenn ich nicht sage, ich sehe voll Sinn, und ich will nicht weiter, wo kann ich nicht mit Jesus ein Leben anfangen? Wo hast du? Ich glaube, die erste Sache, was du sagen musst, du musst ein Leid in der Hand, aber dort, und du musst es ansehen, selbst du lebst, bist du verloren. Okay. Wenn du dort ansetzt, dass du verloren bist, und du ein Leid in deinem Leben hast, das ist immer Buße, ne? Was bleibt Buße denn? Du bekennst deine Sinn, und du bringst den Riemst dort ab. Wenn man sagt, im Sein, nicht? Das ist einfach das Rücksein, einfach Gott bekennen. Ich sehe einen Sinn, ich sehe verloren, das ich nicht sehe. Und Was dann, darf ich dann? ich weiß nicht, was da wir dann? Well, wir reden zu Gott, wir bekennen zu Gott, dass ich ein sinniger Mensch bin. Und Gott, wenn das so ist, was du sagst in der Schrift, dann raten wir. Und der wird uns raten. Und das ohne Zweifel wird er uns raten. Ich habe von sehr vielen Menschen gehört, die wollen erst so, die wollen ab hier mit Schmecken, ab hier mit Trinken, ab hier mit Flicken, und dann wollten wir bekehren. Du wirst die nicht bekehren, wenn das ist, was du weißt. Ja. Du musst bloß sein, dass du ein sinniger Mensch bist und sagen, Jesus, mir fehlt deine Radung. Ja. Und der wird die raten, und dann kostet du von dieser Sinnlos. Ja. Wow. Und wo kann das Gebet uitloten? Kann irgendwer ungefähr probiert sein, vielleicht Bild, du hast auch Filme mit wem habt getan, wo können so ein Gebet uitloten? Dat is een zeer einfache. Gott, die heeft niet een lange Vers wat we moeten haben. Okay. Ik kan einfach für Gott sein und sagen, Gott, ich erkenne, dass ich ein sinniger Mensch bin. Ich habe so viel Sinn, was ich kann einzeln erwähnen. Aber ich weiß, dass du was mir raten willst. Du hast den Blut im Kreuz verboten. Magst du kommen und raten mir, meine Sünden wegnehmen und halten mich auf den jährlichen Weg raten. Dankeschön, Herr Jesus, für was ich weiter getan hast und du wieder wirst tun. Amen. Wow, das glaube ich sehr klar. Was müssen wir sagen? Ich will bloß sagen, ich glaube immer, einige Menschen glauben, dass man andere iets mit einem Typ sein oder dass man so krijgt Gebet sein. Das ist das Bernste in Wirklichkeit. Ja. Wenn wir das ansehen, wir sind verloren. Wenn wir ansehen, wir haben einen Sinn. Wir kommen uns einfach vor Jesus und sagen, Jesus ist verloren. Lass mir verzeihen. Was du nicht mein Haar worden. Nicht mehr der Sinn. Was du nicht mein Haar worden. Ich nehme die an.
Wow. Dat kan beim Stonen zijn, op het knooien zijn, dat kan iets voor zijn. Op een staap beim Voren zijn. Maar dat komt erop aan wat het hoort. En dat, zoals du sagst, David, dat kan irgendwo zijn. Ik persoonlijk heb de ervarenheid, als ik 7 jaar oud was, dan zegt mijn broer te mij, du brauchst Jezus, du hast zin in je leven, verander je leven, neem Jezus aan als die Herrn Heiland. En hij een beetje oud, en wie beten ook, ganz einfach het gebed. Weet niet meer wanneer wie ik gebracht heb. En ik zei te hem, ik wil het bloos met een bedingung doen om dit te beten. Ik zei, wanneer hij dat geen goed wieder zei, dan wil ik beten, dan wil ik mij bekeerd hebben. En dan heb ik voor ik gebed, en in mijn hart komt zo'n vrede in. Ik ran door mijn ouderen en vertelde hem, ik had Jezus aangenomen. En dus een zwaar deel in mijn leven was van dat es niet allerlei was. Maar God is bij mij was. En ik had een erleuzing van hem. Ik mocht die moed maken, lieve Jugendlichen. Zeek de Radung, zeek Jezus Christus, lees in de Bibel en bete hem. Hij wordt die raden en hij is die God. Gottes Segen. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.